Heute Morgen zu Frutigen hat die Annemarie von Umfragen vorgelesen. Jetzt könnt ihr mir helfen, wie viel Prozent? Ich kann mir Zahlen so schlecht merken. 18, gell? Jedes dritte Kind, das man in Deutschland gefragt hat, irgendwie 2015, glaube ich, ist also schon länger her, jedes dritte Kind hat gewusst, was überhaupt Weihnachten ist. Und von den Erwachsenen haben die meisten Leute angegeben, wenn man sie fragt auf der Straße, was Weihnachten ist, Stress. Stress! All die Päckchen besorgen und so weiter und so fort. Und an zweiter Stelle ist gekommen, Familienzeit, fein essen. Und dann was? Nachher sind Weihnachtstage, sind Erholungstage. Weil man hat ja vorher so viel Stress gehabt. Das hat Annemarie heute Morgen als Einleitung für die Weihnachtszeit gebraucht. Und eigentlich passt es sehr gut. Weil herzlich willkommen zum 3. Advent. Und wir sind in dieser Predigtserie im Johannesevangelium. Und die einen und anderen denken, also vielleicht, was ist das mit Weihnachten? Warum ausgerechnet das? Und dann noch eine Band, die nicht einmal rechte Adventslieder singt, ausser eins. Aber ich kann euch beruhigen, es ist alles gut. Ihr habt es gehört im Text. Es ist die Zeit vom Vorbereiten. Der Johannes war so ein Vorbereiter. So eine Adventszeit. Ein Herrenführen auf das, was dann noch wird kommen. Eben, wir haben im letzten Sonntag, oder vorletzten muss man sagen, von den ersten Versen, die sie vorgelesen hat, Heidi, gehört, wo er eben sagte, Johannes, wo sie ihn löchert und sagt, wessen bist du? Was hast du da für Ohren? Woher kommst du? Als sie das gefragt haben, hat er gesagt, ich bin nicht der Messias, ich bin nicht der Elia, ich bin nicht der Prophet. Und sie sind ganz verzweifelt gewesen, wer bist du denn? Und dann zitiert er ja eben aus dem Jesaja-Buch, ich bin der kommt, einem den Weg vorzubereiten. Die Stimme in der Wüste, das ist doch die Botschaft von Advent. Und wir haben auch gesehen, in dem tiefen Verbundensein bei Gott, hat der Johannes, also sagen wir, wahrscheinlich, so stelle ich mir das vor, sehr scharfe und sehr durchdringende Befragung, wer er dann ist, hat er ohne Problem standgehalten, weil er hat gewusst, wer er ist. Seine Identität hat er in Gott gehabt. Und so, ich habe das letzte Mal einen Spiegel mitgenommen, hat er können in Autorität das Licht von Christus reflektieren. Er hat Autorität gehabt durch Identität in Christus. Und heute geht es weiter. Seht ihr das Lamm Gottes? Und mir ist so wichtig geworden, die Krippe mitzunehmen. Und ich habe ja nicht gewusst, dass es von dem Eselkind ist. Aber mir ist so gross geworden, genau die Not von dieser Welt. So viele Leute wissen wirklich nicht, dass Weihnachten mit dieser Krippe zu tun hat. Und was um alles in der Welt hat sie in dieser Krippe? Also eben kein Eselbaby, sondern ein Neugeborenes. Und heute Morgen war es fast Neugeborenes von Messerlis im Gottesdienst. Und ich dachte, ja, Jesus war so ein kleines Neugeborenes. Oder auch, eben jetzt wäre er noch im Bauch, nehmen wir an vielleicht. Wenn so ein kleines Kindchen auf die Welt kommt, es ist einfach nacktig, bloß und schutzbedürftig. Und in der Regel, das ist recht gut gemacht, finde ich, haben so Neugeborene ziemlich viel Entfaltungspotenzial. Und das ist Gott. So ist Gott auf die Welt gekommen. Das ist Weihnachten. Ich glaube, der heutige Text, durch den möchte Gott uns ermutigen, dass das Kind in der Krippe, wo wir ja an Weihnachten feiern, eben
Gott in voller Größe ist. Dass uns das bewusst wird, wer da überhaupt in der Krippe liegt. Und der Johannes, der spricht Wahrheiten über Jesus aus, wo uns als Bibelkenner, Bibelleser und Gläubige sicher sehr vertraut sind. Aber etwas dürfen wir nicht vergessen. Wo der Johannes das gesagt hat, ist all das, was wir wissen, noch nicht passiert. Es ist noch nicht gewesen. Er hat einzig und allein die alten Schriften gekannt und der Geist Gottes hat ihn inspiriert. Und da, jetzt kannst du vielleicht die Folie einblenden, bist gut mit dem Bibeltext, Thomas. Es ist der Text: Schaut her, da ist das Lamm Gottes, wo die Sünde von der Welt wegnimmt. Ganz ein bekannter Text. Schaut, da ist das Lamm Gottes, wo die Sünde vor Welt oder die Sünde vor Welt wegträgt. Ein Vers, der uns vielleicht vertraut ist, aber eine Erkenntnis, die bahnbrechend war für den Johannes. Und er hat etwas erkannt. Eben die Band hat von dem Lamm Gottes ja auch im ersten Lied gesungen, das Lamm Gottes, wo alles für uns getragen hat. Der grosse Matthias Grünewald, ein Maler, ich weiss nicht, wer hat den Isenheimer Altar schon mal real gesehen, und sonst haben wir ihn ja auch schon gebraucht. Der Maler Matthias Grünewald, der hat so einen Altar gezeichnet. Und ich könnt es nachher ein bisschen genauer anschauen. Auf dem Altarbild ist der Johannes dargestellt. Gezeichnet worden ist das 1512 bis 1516. Und das Altarbild, das ist ein Bild in einem Spital. Und es hat mich schon einmal so bewegt, heute den Tag in diesem Spital oder schon gestern zu verbringen und einfach so zu sehen, was für Medikamente und für Hilfsmittel das man da hat. Aber der Antoniterorden, wo das Bild oder der Altar, das ist ein grosses Bild, wo man aufklappen kann, wo man in Colmar in Natura anschauen kann. Das lohnt sich wirklich. Und das Bild, das ist in Auftrag gegeben worden von dem Antoniterorden, wie sie Kranke gepflegt haben. Und vor allem war zu dieser Zeit ein riesiges Problem, dass im Korn innen ist das Mutterkorn drin geblieben. Das hat man manchmal einfach nicht rausgebracht. Das ist ein Pilz. Und der Pilz, wenn man den einnimmt, und das haben die Leute, ob sie wollen oder nicht, verwünscht, wenn sie Brot gegessen haben, dann, wenn man das gegessen hat und eine gewisse Dosis Intus hat, dann tut das Gefäß verengen. Und ihr könnt euch ja mal vorstellen, wenn die Gefäße zugehen, das ist ein unsäglicher Schmerz. Und die Leute, die haben wirklich gelitten. Die haben eben das Feuer gespürt. Das tut anfangen, zuerst, wenn Gefäße zugehen. Ich weiss nicht, die das schon erlebt haben. Das feuert zuerst. Und die Mutterkornvergiftung, die kann so schlimm sein, dass ganze Extremitäten absterben. Also es müssen höllische Schmerzen gewesen sein, die Patienten hatten. Und für diese Patienten hat der Antoniterorden den Auftrag gegeben, sie sollen das Bild malen. Weil Medikamente hat es nicht gegeben. Man hat nichts machen. Das Einzige, was man gewusst hat, Christus kann helfen. Und das Schauen auf das Leiden von dem, der so gelitten hat, der Einzige, der verstehen konnte, wie schlimm das die Schmerzen sind von diesen Patienten, war Jesus. Und Jesus hat noch mehr Schmerzen gelitten, weil er ja den Schmerz vor der ganzen Welt getragen hat. Das ist der Matthias Grünewald vollkommen klar gewesen. Und das sollte der Altar aussagen. Und falls ihr ihn dann genauer anschauen wollt, der Johannes ist gezeichnet mit einem überlangen Zeigefinger. Er zeigt da aufs Lamm Gottes. Der Johannes erkennt in dem bei uns beschriebenen Begegnung, wo er dann Jesus erkennt,
Die Herrschaft von Jesus, die widerspricht allem, was man sich bis jetzt vorgestellt hat. In unserem Musical sagen doch auch die Hirten, ja, jetzt ist endlich Zeit, dass die Römer kommen. Besser gesagt, dass der Messias kommt, dass die Römer endlich gehen. Ich war schon weit gewesen. Die haben sich vorgestellt, der Messias, der kommt mit Schwert und Kampfstiefel. Der wird aufräumen, der wird durchgreifen und es kommt endlich wieder Ordnung her, die so nötig ist. Und dann eben an Weihnacht nichts von Schwert und Kampfstiefel. Nichts. Ein kleines Kind. Aber der Johannes hat erkannt, bei Gott ist alles anders. Der Messias hat nicht Gericht und Herrschaftsmacht. Der Messias ist nicht Leu oder nicht nur Leu, sondern auch Lamm. Er ist nicht nur König, sondern er ist Diener. Er will uns dienen. Das kann man nachlesen im Matthäus-Evangelium. Auch in der Offenbarung beschreibt der Johannes das Lamm Gottes, wo am Tier die Stirn bietet und den Sieg erringt. Und eben, der Johannes redet nicht von einem Baby, sondern der Johannes redet vom Lamm. Das Lamm Gottes. Also heute gibt es jetzt auch Tiere umkrippen, nicht ihr Krippen. Und zwar klebe ich es ganz bewusst an die Krippe, nicht einfach als PowerPoint. Ich hoffe, es bleibt uns, dass der da in der Krippe liegt, wo wir an Weihnachten feiern, dass er gekommen ist und dass er wieder wird kommen, dass der eben das Lamm Gottes ist. Er ist das Lamm Gottes. Und das Lamm Gottes, das hat man diesen Zuhörern dort mal und dem Johannes nicht müssen erklären. Für uns braucht es noch ein bisschen Erklärung. Warum Lamm Gottes? Vielleicht wäre Esel gescheiter gewesen. Schließlich war ja auch ein Esel an der Krippe gewesen. Vielleicht. Aber was wir sicher wissen, ist, dass das Bild vom Lamm Gottes, das ist sehr vertraut gewesen. An was das der Johannes ganz genau gedacht hat, wissen wir nicht. Ja, wir könnten eine Umfrage machen, welches Lamm käme in den Sinn. Genau, habe ich mir auch aufgeschrieben. Jesaja 53,7, dort heisst es nämlich, er wurde misshandelt und niedergedrückt und gab keinen Laut von sich. Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird und wie ein Schaf von seinem Scherer verstummt, so machte auch er den Mund nicht auf. Genau, das sind messianische Worte, wo der Jesaja schon viel früher geschrieben hat, wo wir heute auf Jesus deuten, ja. Und dann ganz vorne angefangen, einfach in dem Sinn, aber diesen Leuten sehr, sehr vertraut. Das Passa-Lamm, gerade auch beim Auszug aus Ägypten, das Schlachten von dem Lämmli, das Opfer und dann das an die Türe streichen, dass der Todesengel vorbei hat müssen. Das Lamm Gottes. Oder er könnte auch daran gedacht haben, an 4. Mose 28, 3-4, als tägliche Opfer von 2 Lämmern im Tempel. Und das ist so etwas Wichtiges für die jüdischen Leute, dass sie das, solange es irgendwie gegangen ist, unter grösster Anstrengung gemacht haben. Und wir können jetzt die Johannes nicht mehr fragen und sagen, an welches Lamm hast du jetzt genau gedacht? Ich glaube persönlich, das spielt keine Rolle. Alle diese Stellen sind eben dem Johannes und seinen jüdischen Zuhörern bestens vertraut gewesen. Und was mich so schön dunkt, so genial, dass gerade die Worte aus dem Jesaja, dass wir wissen, ja, sie sind in Erfüllung gegangen. Die alten prophetischen Worte, die sind alle in Erfüllung gegangen, ihr kennt sie. Und wenn das passiert ist, warum sollte Gott jetzt aufhören mit erfüllen? Er wird seine ganze Verheißung erfüllen und so wird Jesus wiederkommen als Sieger. Und ich glaube, der Auftrag ist einfach an uns,
Mach dich parat. Mach dich parat für den Jesus. Und für mich sieht man in dem Text, wo wir da gelesen haben davor, oder wo er steht, die ganze Fülle von Gott. Jesus, das Lamm Gottes, der Heilige Geist und der Vater. Aber ist euch aufgefallen, die genaue Taufe, die wird gar nicht beschrieben. Wir lesen einfach von dem Heiligen Geist, wo wie eine Taube runtergekommen ist. Aber wir kennen es, wir haben es im Ohr, weil es in den anderen Evangelien genau überliefert wird. Ich lese aus dem Matthäus-Evangelium. Um diese Zeit kam Jesus aus Galiläa an, den Jordan, um sich von Johannes taufen zu lassen. Doch Johannes weigerte sich. Eigentlich müsste ich mich von dir taufen lassen, sagte er. Warum kommst du zu mir? Jesus erwiderte, es muss sein. Wir müssen alles so halten, wie es von Gott aus sein soll. Gott, der Vater. Ich habe das Bild gefunden und natürlich können wir uns ja den Vater nicht in dem Sinn vorstellen. Aber der gute Hirt, das ist ein Bild, das der Vater im Himmel ganz deutlich beschreibt. Der Vater im Himmel hat es so wollen. Da taufte ihn Johannes. Als Jesus gerade aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und sich auf ihm niederlassen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude. Das ganze Geschehen mit Gott Vater und Jesus, wie kann man das verstehen? Wie soll das funktionieren? Ehrlich gesagt, auch mit dem Kreuz. Haben ihr nicht auch schon überlegt, es hat doch so einen Haufen Leute, die schon gestorben sind. Also, Jesus ist nicht der Einzige, der am Kreuz gestorben ist. Wie kann man das verstehen? Und wenn die Leute schon nicht wissen, was Weihnachten ist, dass das mit dem Kind in Krippe zu tun hat, wie sollen sie denn da noch rauskommen? Bei so vielen Sachen. Lamm, Schaf, Hirt, Taube. Wie kann man das alles verstehen? Aber ich glaube, ganz ehrlich gesagt, all das, was wir da lesen, im Wort Gottes, im ganzen Heilsplan von A bis Z, das ist alles da drin, alles, was man wissen muss. Das kann man vielleicht mit dem Kopf lesen und verstehen. Technisch. Aber dass man es in der Fülle, in der Ganzheit versteht, da muss uns der Heilige Geist helfen. Auch wir brauchen den Heiligen Geist, dass uns aufgeht, was da passiert ist, wo Gott Mensch geworden ist. Und ihr könnt nachlesen im Hebräerbrief, ihr könnt nachlesen im Römerbrief. Das sind alles Briefe, die uns probieren zu erklären, was das Opfer von Jesus ist. Im Hebräer 7, 27 heißt er hat es nicht nötig, wie jene hohen Priester, täglich zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen und dann für die des Volkes. Denn das hat er für alle Mal getan, als er sich selbst opferte. Das Opfer ist ein für alle Mal vollbracht. Das ist Weihnacht. Das, was vorher hat passieren, dass Weihnacht hat dürfen, das nachher dann ist Weihnacht geworden, damit eben Gott Mensch geworden ist. Gott selber schenkt, was kein menschliches Opfer je könnte vollbringen. Es heißt, Jesus trägt alle Sünden weg. Er beseitigt sie ganz. Und wenn ich da einen Hirt habe, ist es nur ein Abbild. Ein Bild, das wir Menschen verstehen können. Aber Gott ist viel mehr. Gott ist ein heiliger Gott. Er ist souverän, steht außerhalb von Raum und Zeit. Ein heiliger Gott, wo wir nicht herkommen. Gott, der Vater,
im Himmel ist so heilig, dass er nicht einfach über die Schuld ein bisschen Puderzucker drüber tun kann. Oder sagen, ja, ist ja nicht so schlimm. Das ist doch gleich. Nein, er hat uns das Gebot gegeben. Wir wüssten, wie wir uns richtig verhalten müssten. Haben das auch schon probiert? Wir haben gerade letzte mit unseren Kindern diskutiert, oder ja, heute Morgen auch, wenn wir die Gebote halten würden, zum Beispiel, du sollst nicht stehlen. Wenn man das halten würde, dann müsste man nie Angst haben, dass einem jemand etwas aufdeckt. Aber also ich kann das nicht von mir behaupten. Ich bin ja, glaube ich, schon eher eine ehrliche Seele. Aber ja, ich habe auch schon gestohlen. Als Kind. Im Nähunterricht. Eine Schere. Die hat so gut gehauen. Und sie hat es nicht gemerkt, bis dann die Mutter kam. Also sogar, wenn man sich wirklich Mühe gibt und wenn man ja wirklich probiert, es gut zu machen, man schafft es nicht. Jesus, der Sohn von Gott, hat es möglich gemacht. Der Vater hat es geschenkt, dass die Sünden vergeben werden können. 1. Johannes 1,9. Es bricht eine völlig neue Zeit an. Das zeigt der Johannes da an. Es wird eine neue Stellung zur Sünde sichtbar. Die Sünde wird nicht nur aufgedeckt und bloßgestellt oder geschumpfen oder gerecht, wie unter dem Gesetz und unter den Pharisäern. Nein, sie wird ihrer ganzen schweren Ernst gesehen und eben in dem ganzen Ernst inne trägt das Lamm Gottes die Sünde weg. Der Ausdruck Sünde vor Welt, der ist von grösster Wichtigkeit. Die Sünde bedeutet eben das Trenntsein von Gott, der heilige Gott, wo wir selber nicht herkommen, und auch, dass wir die Gebote einfach nicht halten können. Diese Sünde, die hat das Lamm weggetragen. Schuldig ist jedes von uns geworden. Wir wissen ja, was wir auf dem Kerbholz haben. Aber die Sünde vor Welt weggetragen, die steht nicht nur für die einzelnen Sünden, sondern die Sünden vor Welt, die hängen wie so Fäden zusammen. Wir sind wie ein Geflecht eingeflochten, selber in unserem Leben und im Kontakt mit anderen. Alles das, an wem habe ich von da schon gefehlt? Wer habe ich schon verletzt? Ihr könntet mir Beispiel sagen. Es verbindet uns das Negative. Und es ist wie so ein filziges Geflecht, das ineinander hineingeht. Das ist die Sünde der Welt. Darum kann das Lamm Gottes auch das alles wegtragen. Es ist möglich. Es ist eben die Sünde der Welt, ist die Sünde vom Volk Israel. Es ist aber auch die Sünde weggetragen von jedem Volk. Es ist deine Sünde, es ist meine Sünde. Es ist die Sünde, die war, die jetzt ist und die noch wird kommen. Das Opfer ein für alle Mal. Und das mit dem filzigen Geflecht, eben, habt ihr schon mal gefilzt im Kindergarten? Ja, mag ich euch erinnern im Kindergarten? Wie muss man das machen? Wasser und so vom Pfill reiben, gell? Und nachher wird aus einzelnen Fäden wird plötzlich ein Geflecht, das zusammen ist. Und der Walter de Boer, der hat das Bild aufgeschrieben und mir hat das so gefallen. Für das Bild von dieser Sünde vor Welt. Etwas, das verfilzt ist, kann man dann an einzelnen Faden rausziehen. Geht nicht. Ist unmöglich. Und so ist die Sünde vor Welt weggezogen wie ein Filzteppich. Und dann das, was du erlebt hast, Stefanie, die Zusage für dich, für mich, unsere Sünde hängt in dem Filz inne. Und wenn das Lamm Gottes alle Sünde vor Welt weggezogen hat, ist auch meine dabei, ist auch deine dabei. Und das ist Weihnacht. Das ist die frohe Botschaft. Und so ist das Lamm Gottes das, wo alle Sünde wegträgt. Wo alles drin ist, was belastend ist von dieser Welt. Und der Täufer Johannes hat das erkannt. Sofort,
wo er da Jesus begegnet ist. Und Jesus hat sich als Sünder, wie alle anderen, taufen lassen. Er war sündlos. Er hat das Opfer alles vortragen. Aber der Johannes hat erkannt, er hat ja noch nicht genau gewusst, wie denn das wird werden. Aber er hat gecheckt, die Person von Jesus, sein ganzes Sein, ist das Lamm Gottes. Und so werde ich meine Predigt schliessen mit der Frage: Wer ist Jesus für dich? Amen.